Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Update hier von Storyflow. Willkommen beim Storyflow Podcast, dem Podcast zum Schreiben von deiner eigenen Geschichte. Ich bin der Flo und mache mich mit euch auf die Suche nach Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und ihre Erlebnisse auch mit anderen teilen. Von den ersten Schritt bis zum Aufbau von lebendigen Communities. Wir schauen hinter die Kulissen von Creators und Personal Brands aus der Schweiz. Finden heraus, was sie antreibt und wieso sie sich für so ein Leben entschieden haben. Wir reden aber nicht nur über ihre persönlichen Hintergründe, sondern auch darüber, was es heisst, seinen Alltag in den sozialen Medien zu teilen. Wir wägen die Möglichkeiten und Tücken von den verschiedenen digitalen Plattformen ab, geben praktische Tipps zum Content kreieren und schauen uns an, was es wirklich braucht, um seine eigene, authentische Stimme zu finden. Also, bist du ready, um deine eigene Geschichte zu schreiben? Dann wünsche ich dir ganz viel Spass bei dieser Folge vom Storyflow Podcast. Ja, für die zweite Folge des Jahres hat es nicht einmal einen Sprung in die kalte Aare gebraucht, damit ich mich dazu überwinden konnte, aufs Knöpfchen zu drücken und die Aufnahme zu starten. Ja, aktuell hat sie gerade ein bisschen viel Wasser. Mal schauen, ich werde eigentlich wieder reingehen. Ich habe es seit dem letzten Mal nicht mehr geschafft, aber wer weiß, nächste Woche zum Start der Woche nehme ich mir es fest vor. Hätte ich alles hier parat im Büro, ein Badmantel, meine Crocs und Badhosen, also an dem liegt es nicht. Trotzdem, nachdem mir das letzte Mal fast schwer gefallen ist, hier den Podcast wieder neu zu starten, bin ich auch jetzt einfach schon happy damit, dass ich jetzt wieder da hocke und euch ein kleines Update kann geben kann. Die Idee von der neuen Podcast-Staffel, wenn man das so nennen will, ist ja, dass ich euch regelmäßiger auch Einblick gebe, einfach hinter die Kulissen hier bei Storyflow, dass ich euch einmal im Monat mit einem Update versorge, was ist so im Monat gelaufen, was steht der nächste Monat so an und dass das so ein bisschen einen gewissen Grundpfeiler soll geben für den Podcast, wo einfach eine gewisse Regelmäßigkeit garantiert, wo ich auch gar nicht zu viel muss überlegen vorher, um die Folgen aufzunehmen und ja, dass aus dem heraus dann hoffentlich auch neben dem Update dann auch noch andere Folgen können entstehen, andere Formate, die ja vielleicht auch noch ein bisschen spannender gestaltet sind mit Gästen. Da habe ich auch schon ein paar Ideen mit Leuten, die ich dieses Jahr könnte mal zusammensitzen könnte. Dazu aber dann zu einem anderen Zeitpunkt. In dieser Folge geht es jetzt mal darum, euch ein kleines Roundup zu geben vom Januar und einen Ausblick auf den Februar. Und zwar ist der Januar ja eigentlich der erste richtige Arbeitsmonat gewesen, seit wir von der Reise zurück sind. Wir sind zwar seit Mitte Dezember retour, aber dort haben wir noch so viel mit Zügeln um die Ohren gehabt und der Vorweihnachtsstress natürlich, dass dort das Arbeiten auch eher so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Dann haben wir andere Sachen abgehabt, die ein bisschen dringender waren. Und jetzt im Januar sind wir auch wirklich so gesettelt in unserer neuen Wohnung, dass ich wieder mit einem richtig normalen Pensum hier arbeiten konnte, wo ich auch gemerkt habe, wie gut das tut, dass ich einfach weiss, ich habe hier meine Zeiten im Büro, ich habe hier meine Arbeitsblöcke und ich kann mich in Ruhe all diesen Themen widmen. So ruhig ist dann natürlich doch nicht gewesen. Wir haben schon wieder ganz viele spannende Projekte abgehabt. Und zwar haben wir mehrere Workshops können geben, verschiedensten Kunden. Das ist auch gerade so Anfang Jahr natürlich spannend, weil dort geht es ein bisschen darum, dass man so ein bisschen die Strategie für das ganze Jahr festlegt. Wir haben jetzt da ein paar Kunden, die wir halt regelmäßig betreuen, wo wir eigentlich voll für die monatliche Social Media Produktion verantwortlich sind. Und da geht es natürlich immer Anfang Jahr ein bisschen darum, die ganze Zielsetzung, was hat man eigentlich vor mit diesen Kanälen, mit was für Format wird man an den Start gehen und ja, einfach wie funktioniert der ganze Prozess, den wir da mit ihnen aufbauen. Den haben wir auch auf das Jahr auch noch mal ein bisschen angepasst und halt wirklich auf das ausgelegt, dass wir die Konstanz hinbekommen, aber auch den Unternehmen eigentlich ermöglichen, dass sie gleich so neben diesen Formaten, die sie vielleicht mit uns produzieren, ganz viel auch authentische Alltagsmomente so können aus dem Unternehmen einfangen. Und für das braucht es eben so einen Kick-Off, so einen Strategie-Workshop, wo wir jetzt ein paar haben im Januar. Für die Workshops habe ich auch immer jemanden aus dem Team mitgenommen, damit die dort dann auch gerade wissen, um was es geht, dass die up-to-date sind und nachher recht eigenständig auch in diesen Projekten arbeiten können, ist das relativ wichtig, dass sie natürlich auf strategischer Ebene schon ein bisschen dazugenommen werden. Und neben diesen strategischen Workshops haben wir auch einen richtig coolen Workshop können geben für die Jugendherberge. Dort ist es um Smartphone-Storytelling gegangen, also weniger strategisch, sondern wirklich so ein bisschen die Vermittlung von den praktischen Skills. Wie kann man mit einem Smartphone coole Videos aufnehmen? Wie kommt man dort relativ einfach auch schon an erste Resultate? Wie werden die eingesetzt?
auf was muss man dort schauen, oder? Was macht eigentlich so guten Content aus, was sind so ein bisschen es ist so unsere Herangehensweise, was ist unsere Philosophie in dem ganzen Social Media Kuchen, auf was dass es darauf ankommt. Dort werdet ihr wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen mehr Einblick in diese Materie geben. Ich habe dort fest vor, euch viele kleinere Sachen aus diesen Workshops, die ich jetzt schon regelmäßig gegeben habe, auch ja, da auf unseren Kanal zu vermitteln. Weil das sind wirklich coole Inputs, die wir dort jetzt schon ein paar Mal haben können geben, wo wir auch gemerkt haben, dass das super gut ankommt und super gut funktioniert. Ja, das ist wirklich jedes Mal, wenn wir den Workshop geben, den Smartphone Storytelling Workshop, haben wir jetzt schon ein paar Unternehmen können geben. Das ist immer so ein cooler Tag, weil ja, man hat also für mich vor allem auch, oder ich habe so einen Theorieblock am Anfang, oder, wo ich wirklich alle mal so ein bisschen mitnehmen und in die Materie einführen, und dann gibt es aber vor allem auch sehr viel praktisches Schaffen im Workshop, wo wirklich dann alle in Gruppen können kreativ werden, und wo es bei mir mehr darum geht, dass ich sie coache, dass ich sie anleite, dass ich ihnen ein gutes Setting gebe, eine gute Aufgabenstellung, und ist ja eigentlich jedes Mal dann auch mega lustig, wenn wir dann am Schluss ein bisschen die Resultate anschauen und wo sie dann sehen, wie man eben wirklich aus diesen einfachen Aufnahmen, die dort entstanden ist, schon ganz lustige Sachen zusammenschneiden kann. Und ja, von denen würde man wirklich auch sehr gerne mehr geben, von diesen Workshops. Darum, je nachdem, vielleicht arbeitet ihr in einem Unternehmen, wo ihr auch schon lange mal denkt, hey, es wäre eigentlich cool, wenn wir könnten mehr auch selber produzieren, dann ist das sicher einer von diesen Workshops, wo man sehr gut machen kann, ganz am Anfang auch, um einfach mal in das ganze Content Creation Game reinzukommen. Meldet euch dort sehr gerne bei uns, weil dann machen wir euch dort ein gutes Angebot. Genau. Neben diesen ganzen Workshop-Geschichten haben wir aber auch ganz viele einfach laufende Projekte gehabt. Wir sind für verschiedene Kunden so ein bisschen in den regelmäßigen Social-Media-Produktionen drin, wo jeden Monat etwas zu tun gibt. Teilweise sind wir selber auch am Produzieren vor Ort, teilweise wird uns Material geliefert und das tun wir dann zusammenschnipseln. Und da war der Monat eigentlich auch schon recht gut gefüllt gewesen, einfach so ein bisschen mit diesen Projekten. Was sicher cool war, wir haben jetzt dann auch angefangen, den Sammy einzusetzen als Content Creator. Der hat ja jetzt letztes Jahr ein Studium abgeschlossen. Und ja, den haben wir jetzt neben Roger, der sonst so ein bisschen unser Hauptvideoproduzent ist, auch angefangen, gerade so in diesen Produktionen, wo wir jeden Monat halt bei Kunden vorbeigehen, dass wir ihn dort einsetzen können. Und das ist recht cool gekommen, die ersten Produktionen, die wir jetzt eigenständig durchführen können. Das ist mega cool. Und auch mit der Lin haben wir vor, dass sie immer mehr auch so Produktionen übernehmen kann. Weil dort, das sind nicht in dem Sinne so anspruchsvolle Produktionen, dass man mit einem Team auskommt. Dort reicht es eigentlich, wenn jemand allein geht. Und das ist gerade so ein bisschen für unsere, in Anführungs- und Schlusszeichen, Jungmannschaft eine mega coole Möglichkeit, um dort mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ja, dann auch nicht nur im Schnitt halt die Produktionen zusammenzubringen, sondern wirklich auch mit der Kamera in der Hand beim Filmen können aktiv zu werden. Cool war auch, was wir angefangen haben. Das ist dann so eine Kombi aus unserem neuen Workflow, den wir haben. Wenn wir Kunden dort noch reinholen und eben mit ihnen so eine Strategie definieren, dass wir nicht zu lange im Theoretischen sind, sondern dass wir sagen, hey, komm, wir machen doch mal einen Testzeitraum. Wir kommen mal vorbei einen halben Tag und produzieren in dieser Zeit so ein bisschen erste Formate, erste Prototypen, wo wir denken, die gut funktionieren für das Unternehmen, und dann nehmen wir das Material, schneiden aus dem eben so erste Real-Prototypen zum Beispiel und gehen dann mit denen in einen Strategie-Workshop, wo man neben dem, dass man halt so das grosse Ganze festlegt, wirklich auch schon praktisch kann eigentlich anschauen, okay, wie könnte so etwas aussehen, wo man wirklich schon erste Output schon anschauen kann und dann darüber reden, okay, wie wollen wir das vielleicht noch optimieren, oder wenn wir dort irgendwie gewisse Formate vielleicht austauschen mit anderen Sachen, oder sind wir happy, mal mit denen starten, und das ist auch eine coole Sache, wo wir jetzt so ein bisschen herausgefunden haben, dass das eigentlich noch recht gut funktioniert. Genau, das ist alles so ein bisschen das, was so im Social-Media-Kontext in der Produktion bei uns gelaufen ist. Wir haben neben dem auch noch eine richtig grosse Produktion gehabt, die uns recht viel Ressourcen gekostet hat diesen Monat für das Paul-Scherrer-Institut. Das Paul-Scherrer-Institut haben wir auch schon länger als Kunde und haben auch schon verschiedenste Sachen für ihre Social-Media-Kanäle produziert. Aber da ist jetzt wirklich mal um ein anderes Projekt gegangen, um eine größere Geschichte. Und zwar haben die immer Anfang Jahr so eine Tagung, wo eigentlich alle Labore vom Paul-Scherrer-Institut so zusammenkommen und dann so ihre Forschungsergebnisse vom letzten Jahr so ein bisschen präsentieren. Und wir sind hier kontaktiert worden vom Elektrochemie-Labor.
die haben gefunden, hey, statt da, dass das einfach wieder so eine trockene Präsentation gibt, wo man in so 3/4 Stunde einfach irgendwie eine Präsentation hat und dann einfach nur so ein bisschen auf die Forschungsthemen eingeht in einer PowerPoint-Präsentation, wäre es doch mega cool, wenn man da einen grossen Teil von dem könnte in Videoform bringen und das dann halt natürlich nachher auch noch weiterverwenden. Und ja, so sind wir recht kurzfristig Ende letzten Jahr eigentlich angefragt worden, ob wir nicht Lust hätten, da so eine Produktion zu übernehmen. Sind dann auch noch ganz kurz vor Weihnachten, ich glaube am 19. Dezember, sind wir zu ihnen gegangen, zu dritten hoch, und haben dort an einem riesigen Produktionstag irgendwie mit über 10 Wissenschaftlern aus dem Labor geredet, also Interviews geführt mit denen und die halt auch begleitet in ihrer Tätigkeit. Und das ist natürlich ultra spannend gewesen, weil da siehst du in Sachen rein, wo du sonst nur kannst, ja, irgendwie davon träumen, dass du dort Einblick bekommst, wirklich auch richtig tiefgehend in die Forschung hinein. Das Labor, das ist wirklich eine grosse Geschichte. Die haben, glaube ich, gar nicht mehr sicher, etwa 60 Mitarbeiter und das ist unterteilt in so 5 verschiedene Bereiche. Die einen, dort geht es alles so darum, wie kann man Energie effizienter umwandeln, und in der anderen Gruppe geht es darum, wie kannst du die Energie dann effizienter speichern. Alles so ein bisschen im Hinblick auf so Net Zero Emissionsziel. Und ja, ultra spannend gewesen, auch ultra komplex natürlich, weil ich kann mir vorstellen, wenn man halt selber nicht von der Materie kommt, selber kein Wissenschaftler ist. Die Zielgruppe des Videos sind aber die Wissenschaftler, oder das wird ja eben gezeigt an dieser Tagung, darum dürfen wir auch so ein bisschen gewisses Wissen als Voraussetzung bringen und muss nicht bei Adam und Eva anfangen, wenn man so Sachen erklärt. Darum sind das sicher sehr komplexe Sachverhalte, die wir dort haben müssen, also wo wir eingefangen haben und dann auch mit denen arbeiten. Zusätzlich war auch das ganze Projekt auf Englisch gewesen, weil das natürlich ist eine internationale Truppe dort in diesem Labor, also wirklich querbeet von Amerika bis China haben wir dort alle möglichen Leute vor der Kamera gehabt. Und ja, das ist eine recht grosse Geschichte, die wir jetzt erfolgreich abgeben können. Ende letzte Woche, da ist wirklich Anfang dieser Woche, haben sie dann die Tage gehabt und haben das können zeigen, und ja, ist wirklich bei allen mega gut angekommen, und auch wir sind schon auch recht stolz darauf, dass wir das so hinbekommen haben. Weil wir das Gefühl haben, das ist genau so eine Produktion. Da kommt es eben nicht einfach nur darauf an, kannst du mit der Kamera gut umgehen, kannst du vielleicht ein bisschen fancy schneiden, sondern es muss wirklich von A bis Z irgendwie alles stimmen. Auch schon in der Organisation, dass du das mit so vielen verschiedenen Leuten kannst irgendwie koordinieren und dass du dort irgendwie gleich einen roten Faden hast durch die ganzen wissenschaftlichen Themen durch, dass es gleich spannend bleibt. Und das Gefühl, es ist uns eigentlich wirklich recht gut gelungen, und ja, sind gespannt, ob wir dann da vielleicht auch mal noch für ein anderes Labor können etwas Ähnliches produzieren können. Fände ich auf jeden Fall mega spannend. Ich bin so der Typ, das ist auch genau der Grund, wieso dass ich den Job gewählt habe und mir das aufgebaut habe. So cool, einmal bist du irgendwie da bei den Jugendherbergen und am nächsten Tag bist du irgendwie in so einem Forschungslabor. Also es sind so viele verschiedene Welten drin, und das ist da, was für mich einfach immer mega spannend macht. Genau, das vielleicht so ein bisschen zu den Produktionen, was wir wirklich geschafft haben. Neben dem Arbeiten haben wir natürlich auch teamintern noch ein paar Geschichten gehabt. Anfang Jahr haben wir jetzt auch mit allen nochmal so eine Mitarbeitergesprächsrunde gemacht, um ein bisschen zu schauen, okay, wo stehen wir, wie ist so einerseits natürlich die Leistung von unseren Leuten, aber auch, was ist so ein bisschen Storyflow, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, was müssen wir noch verbessern. Da sind wir eigentlich wirklich auch dran, dass wir da immer so ein bisschen probieren, in einem Dialog zu sein mit den Leuten und irgendwie zu schauen, dass es für alle passt. Und bis jetzt passt es eigentlich allen recht gut. Also da sind wir recht froh, dass wir alle auch für das Jahr wieder motiviert am Start haben. Machen jetzt das auch regelmäßiger, so Mitarbeitergespräche. Das haben wir vorletztes Jahr mal eingeführt und dann einfach einmal im Jahr haben wir das gemacht. Jetzt machen wir sie jedem Quartal, und dass man wirklich so ein bisschen über das Quartal kann sehen, okay, eben wenn jetzt zum Beispiel jemand ein bisschen mehr auch im Video, in der Videoproduktion eingesetzt werden, dass wir das als Ziel definieren jetzt für das erste Quartal, dass wir das wirklich auf dem Schirm haben und dann dort halt über das Jahr hinweg immer ein bisschen uns verbessern können. Genau. Haben alle auch mittlerweile nochmal neue Verträge bekommen. Also, wir haben zwar vorher schon ein bisschen unbefristete Verträge gehabt, aber wir nochmal mit ein bisschen neue Sachen reingebracht, und einfach das ist cool, so ein bisschen zu sehen, das Commitment von allen ist rum, Lust darauf, mit uns so ein bisschen den Weg zu gehen, den wir miteinander vorhaben. Und ja, das gibt uns sicher also ein bisschen, sicher intern auch im Team irgendwie eine gute Sicherheit, dass wir da alle am gleichen Strang ziehen.
Wir haben hier auch jetzt gerade letzten Mittwoch, den ersten Coworking-Tag wieder vom Jahr. Wir machen eigentlich immer am Mittwoch, ist die Idee, dass wir einen Coworking-Tag machen, aber weil der Sammy, der ist noch Anfang Januar im Zivildienst gewesen. Darum haben wir das jetzt erst auf Ende Januar das erste Mal geschafft. Und es war auch cool, alle wieder da zu haben. Kann man auch die Tage auch immer wieder ein bisschen besser nutzen, um nochmal eben auch so Sachen anzuschauen. Ob es jetzt ein Mitarbeitergespräch ist oder auch alle zusammen im Team. Wir haben hier so einen Team-Goals-Workshop gemacht, wo wir so ein bisschen alle unsere Ziele für das Jahr mit ihnen geteilt haben. Also Ziele, die Mel und ich definiert haben, aber ihnen auch die Möglichkeit gegeben, um halt sich da einbringen und schauen, okay, was könnten wir eigentlich noch angehen und wenn vor allem gehen wir was an. Genau, und ab Februar, das wird sicher auch eine ganz coole Geschichte, haben wir auch vor, immer der erste Mittwoch vom Monat soll ein speziellerer Coworking-Tag werden. Und zwar soll das der Creative Coworking-Tag sein, wo wir uns immer probieren, so ein bisschen frei zu behalten von externen Terminen und so gut wie es geht auch ein bisschen vom Daily Business. Also ein bisschen im gleichen Stil, wie wir letztes Jahr auch schon unsere Vacation gemacht haben. Mit der Idee, dass wir dort uns wirklich so ein bisschen unseren Inhalt widmen können, an unseren Kanal arbeiten, auch neue Sachen ausprobieren. Vielleicht auch so ein bisschen neue Aufnahmetechniken oder irgendwie etwas, wo wir nicht gesehen haben, wo wir finden, hey, das wäre noch cool mal zum Ausprobieren oder dann vielleicht auch wieder in ein Kundenprojekt reinbringen, dass wir das dort mal austesten können. Genau, da freue ich mich mega drauf, jetzt den nächsten Mittwoch. Ersten Mittwoch im Februar dann mal so einen Creative Coworking Tag durchzuführen. Dort haben wir auch vor, als eines der neuen Formate, die wir kreieren wollen, neben dem Podcast, dass wir auch wieder mit einem Vlog starten und dass der Vlog eigentlich immer einmal im Monat wird sein, an dem Creative Coworking Tag, und wir dort euch auch nicht nur inhaltlich, wie jetzt auf dem Podcast ein bisschen mehr hinter die Kulissen mitnehmen, sondern wirklich auch visuell wieder mehr Einblick geben und ja, wieder so wie in guten alten Zeiten wieder auch so ein regelmäßiges Vlog-Format zu haben. Ja, vielleicht so ein bisschen Ausblick im Februar, neben dem Creative Coworking Tag, wo wir jetzt gerade zum Start haben, gibt es auch schon wieder weitere coole Produktionen. Also gerade nach dem Coworking Tag, Donnerstag, Freitag, haben wir eine erste größere Produktion auch im so ein bisschen Employer Branding, Image-Filmbereich für Coop Rechtsschutz. Hier in Aarau machen wir neue Mitarbeitervideos für die Webseiten, für ihre neue Karriere-Webseiten, aber auch für Social Media. Dort ist dann der Roger im Lead und führt das eigentlich mit dem Sammy und der Lynn dann durch an diesen 2 Tagen. Ich habe noch ein Projekt am Laufen, wo es mehr um Personal Brands geht. Dort habe ich ja schon im letzten Podcast erzählt, dass ich dort so eine Idee habe für so ein Pilotprojekt. Da bin ich jetzt auch schon wieder einen Schritt weiter. Ich habe schon mit ein paar Leuten geredet, die Interesse hätten an einem Coaching durch uns und wo eher so ein bisschen in der Personal Brand Sparte unterwegs sind. Und ja, das kommt, glaube ich, zustande. Also da bin ich eigentlich voll motiviert, auch, um etwas auf die Beine zu stellen und auch zeitnah auf die Beine zu stellen. Die Idee ist, dass wir da schon im Februar ein erstes Kick-Off haben mit so einer kleinen Gruppe von Leuten, die motiviert sind zum Mitmachen, die Bock darauf haben, so ein bisschen unsere Art Social Media und Storytelling zu lernen und das dann auch anzuwenden bei sich selber, bei ihren Kanal für ihre Brand. Halt so ein bisschen unsere Philosophie für, dass man sich da langfristig etwas aufbauen kann, dass es um Authentizität geht, dass es nicht einfach darum geht, möglichst schnell, möglichst viral zu gehen, sondern halt irgendwie das so umsetzen kann, dass man wirklich seine eigene Geschichte erzählen kann, dass die eigene Persönlichkeit rauskommt und dass man durch das halt nicht irgendwie in welche Rollen schlüpfen muss, sondern wirklich weiss, okay, hey, so wie ich bin, kann ich Leute erreichen, die ähnlich ticken, die sich von dem, was ich mache, selber vielleicht inspiriert werden. Und ja, ich habe da eigentlich wirklich mega Lust, wirklich endlich mal etwas zu starten für euch. Je nachdem, hört ihr ja zu. Also es hat noch Spots frei, ihr könnt euch gerne bei uns melden, falls das so ein bisschen von der Grundidee spannend tönt. Es gäbe sicher den Kick-Off-Termin mit so einem Workshop, den wir hier im Büro machen. Und die Idee ist nachher, dass wir das wie so ein 3-monatiges Programm aufbauen mit regelmäßigen Coachings. Meine Idee ist, dass wir dort einmal im Monat wirklich physisch zusammenkommen, hier im Büro, wo wir wirklich intensiver zusammenarbeiten können. Und
dass man sonst einmal in der Woche einen Gruppencall hat, wo man halt online miteinander so ein bisschen schaut, ist man on track, hat man die Aufgaben, die ich euch dann vielleicht stellen in diesen Workshops, also ist man dran, wo hat man irgendwie ein Problem, und dass man halt einfach so ein bisschen regelmäßig auch kann, ja, Impuls setzen, um dort so ein bisschen, ja, das ganze Handwerk, das ganze Skillset sich aufbauen. Yes, das ist sicher eines dieser Projekte, da steckt viel Herzblut drin, etwas, was ich wirklich schon sehr, sehr lange machen will, und ich mega gespannt bin, in welche Richtung das sich entwickelt, und ich sicher auch den Podcast in Zukunft noch viel mehr auch für das Format nutzen, um ein bisschen zu erzählen, wie es dort so läuft, was dort so am Tun ist. Genau, aber das vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, jetzt so ein bisschen von dieser Update-Folge. Als Call to Action, es hat noch Platz frei, falls ihr Interesse hättet, und ja, meistens sind die Leute, die sich durch so eine ganze Podcast-Folge mit mir die dranbleiben und bis zum Schluss zuhören, die sich ja vielleicht wirklich auch so ein bisschen für so etwas interessieren, meldet euch bei mir, dann machen wir ganz unkompliziert einen kurzen Call-up, wo ich euch das noch ein bisschen im Detail erklären kann, und auch was das so ein bisschen, ja, was ich mir so ein bisschen vorstelle, was das so ein bisschen finanziell wird heissen. Wie gesagt, ist es ein Pilotprojekt. Da geht es mir nicht in erster Linie mega darum, dass ich jetzt da schon einen riesen Gümp mache, sondern vor allem, dass ich es machen kann, dass man da ein bisschen Zeit nehmen für das, dass das wie nicht zu kurz kommt, neben all den anderen Projekten, die wir haben, halt für so die grösseren Unternehmen. Darum wird es sicher auch etwas kosten, es ist nicht gratis, aber es geht mir da halt im ersten Schritt sicher zumindest auch mal darum, dass ich es durchführen kann und dass ich da gewisse Ressourcen frei machen kann dafür. Darum sollte es sicher gleich auch im zahlbaren Rahmen sein. Yes, also dann, ja, wäre es das, glaube ich, so wie von dieser Folge. Ich muss jetzt dann weiter an Kita-Kennenlerngespräch. Wie schon erzählt, letztes Mal wird Della jetzt dann eingewöhnt in die Kita. Jetzt im Februar ist die Eingewöhnung und ab März ist sie dann 2 Tage dort mit ihresgleichen, Gleichaltrigen, und kann sich dort hoffentlich dann auch gut vertun, während das Meli und ich hier im Büro sind. Aber da machen wir uns eigentlich keine Sorgen. Ihr gefällt es eigentlich immer mega mit anderen Kindern. Und ja, freuen uns natürlich auf die Zeit, wenn dann Meli und ich auch regelmäßig wieder da zusammen im Büro sein können und uns diesen ganzen Projekt widmen, wo wir da vorhaben zum Umsetzen. Und natürlich, was ich mich auch darauf freue, das hat mit dieser neuen Rollenverteilung ein bisschen zu tun, die wir jetzt auch schon ein bisschen angefangen haben. Ich habe dann auch wieder regelmäßig einen Papi-Tag nur mit Ella. Jetzt da gerade gestern wieder den zweiten dieses Jahr machen, und ja, so haben wir die schöne Balance zwischen Vollgas geben hier im Büro bei Storyflow und dann aber gleich auch Zeit haben für die Heim mit der Familie. Und ja, ich denke, das wird eine gute Sache. Also dann wünsche ich euch in der Zwischenzeit auch ganz eine gute Zeit. Weiterhin immer noch einen guten Start vom Jahr. Auch im Februar soll es weitergehen, dass die guten Vorsätze nicht einfach aufhören, sondern dass man weiter dranbleiben kann. Ich werde unbedingt auch nächstes Jahr wieder in die Aare. Haltet euch nächstes Mal auf dem Laufenden, ob ich es gemacht habe. Und würde sagen, hey, bis dann, habt euch Sorge, macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen!